Morgen miteinander aus Gilimeno. Wir sind gestern Nachmittag hier in Gilimeno angekommen, vorher waren wir in Bali und es ist jetzt morgen um 10 Uhr. Ich bin extrem früh aufgestanden, weil wir irgendwie nicht mehr schlafen und den Sonnenaufgang geschaut. Und jetzt nehme ich euch mit, wenn ich das erste Mal da eine kleine Runde drehe auf der Insel und ja, schauen wir doch mal zusammen, was wir da so werden entdecken. Geschlafen haben wir übrigens Open Air, ohne Wände. Das sind so kleine Bungalows hier auf Gilimeno, die keine Wände haben, wie ihr seht. Und es war recht lustig, so zu übernachten. Eigentlich braucht man gar keine Wände, wenn es so warm ist, also kein Problem. Ja, schauen wir doch mal, was wir hier zusammen entdecken. Schaut euch das mal an, es ist so schön hier. Das Wasser ist glasklar. Ich zeige euch, können wir nachher herkommen. Und hier hinten sehen wir noch Gili Air. Es sind ja 3 Inseln, Gili Islands, Gili Travangan, Gili Air und Gilimeno. Und Gilimeno ist eigentlich so ein bisschen die ruhigste von diesen 3 Inseln. Und nach Bali haben wir gefunden, ja, wir kommen jetzt zuerst mal dahin. Ein Traum, nicht? Hallo! Auch herzig, da grüßen einem immer alle extrem freundlich. Es ist schon ein bisschen anders wie auf Bali. Dort merkt man, dass der Tourismus noch viel stärker Überhand genommen hat. Und da kommt es auch immer mehr, aber irgendwie sind die Leute da fast noch freundlicher und aufgestellter als auf Bali. Ich habe vorher mal schnell auf Google Maps geschaut, wo ich eigentlich durchlaufen will und gesehen, dass es da so einen See hat, auf der anderen Seite der Insel. Und jetzt laufe ich da mal den Weg entlang, quer durch die Insel und ja, mal schauen, ob ich den See bin. Schaut mal, wen ich gefunden habe. Hoi! Sally! Auf der Gili-Insel gibt es übrigens keine Autos oder Töffli. Da gibt es einfach Velos oder wir haben mal noch einen Elektroroller gesehen. Aber Velos sind da ganz hoch im Kurs. Was neben den Velos natürlich auch noch da gibt, typisch, sind Rösslikutsche. Oh, da sieht aus wie ein Friedhof. Ich hoffe, das ist nicht respektlos, wenn ich da filme. Ich glaube, ich habe einen See gefunden. Schaut mal. Es ist recht speziell, wenn man so auf einer kleinen Insel auf die andere Seite läuft und dann irgendwie Wasser sieht und dann ist es kein Meer, sondern ein See. Also es sieht schon mal sehr schön aus. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich suche mal wieder einen Strand in der Nähe. Weil da auf der anderen Seite, also wir sind jetzt vorher auf der Ostseite von der Insel und jetzt gehen wir mal noch die Westseite anschauen. Also ihr seht, die Insel ist wirklich extrem klein. Ich bin jetzt in, keine Ahnung, weniger als 10 Minuten eigentlich fast auf die andere Seite gelaufen. Und ja, kann man zu Fuß die ganze Insel erkunden. Das ist cool. Hilfe, Kuh versperrt mir den Weg. Hoi! Jö, so herzig. Ich bin am Verschmachten. Ich hoffe, man sieht es nicht zu fest in der Kamera, aber schau mal, was ich gefunden habe. So schön. Da hinten sieht man noch Gili Travangan. Und da hat es irgendwie einen coolen
Flipflops. Coole Flipflops wieder. Lässige Idee. Oh, und das Meer ist so schön. Glasklar. Schaut mal, hier in dieser Schildkrötenauffangstation hat es ganz kleine. So süß. Es ist eine Frau da, die angefangen hat, Schildkröten-Eier zu sammeln, weil extrem viel das am Jahr nicht überleben. Und Schildkrötenbestand auf der Guyliane immer weniger wird und ihr Ziel ist, das die Schildkröten hier zu schützen, und sie sammeln hier Spenden und ich habe natürlich auch gespendet. Dafür dürfen wir sie hier anschauen. Jetzt sind wir wieder an der Ostküste und haben die Insel fast einmal umrundet. Und ich muss sagen, Gili Meno ist echt eine Trauminsel. Die Strände sind extrem schön, es ist klein, es ist ruhig, es hat feinen Sand, es ist glasklar. Und ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Türchen durch Gili Meno gefallen. Gebt uns doch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und danke fürs Schauen. Tschüss zusammen.